Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht nicht gut. Wieder mal ein Unboxing-Video und zwar von Alcom. Danke fürs Versenden. Heute gerade angekommen. Batman Arkham Origins. Mittlerweile der dritte Teil in dieser Reihe. Hat ja gestartet mit Batman Arkham Asylum. Dann ist Batman Arkham City gekommen. Und jetzt hier Origins. Und Origins soll scheinbar sehr ähnlich sein wie City. Und so die ersten Feedbacks, die ich bekommen habe, waren eher durchwachsen, was das Game anbetrifft. Aber Collector's Edition ist der Hammer. Und schon rein wegen dem habe ich mir das jetzt mal gezogen. Jetzt schnell schauen. Standardmäßig vorne sehr stylisch der Batman. Hier mit seinen Villains, den Bösewichten. Haben wir nichts Spezielles. Dann hinten drauf auch wieder sehr schön. Sieht man noch einmal, was der Inhalt ist vor Collector's Edition. Tue ich das hier auch noch mal ein bisschen näher bringen. So. Ja, und oben drauf finde ich auch noch extrem stylisch. Batman selber in der Mitte. Und dann eben auch wieder so ein paar Halunken links und rechts, die dann das Batman-Symbol bilden. Coole Sache. Machen wir das mal auf. Logischerweise. Hier haben wir sehr stylisch den Joker. Hier der Batman. Und ich muss sagen, die Motive finde ich wirklich wicked, die so aus verschiedenen Gestalten sich nicht die Hälfte von einem Charakter zusammenstellt. Machen wir das mal ganz auf. Aha. Ja, also, ich glaube, das muss man relativ vorsichtig rausziehen. Das Zeug liegt hier oben, das ist eine Frechheit. Wow, das ist aber dafür gar keine Frechheit. Zieht nicht das mal rein. Wow, das ist ja mal ein richtig brutales Steel-Case. Okay, der Code, aber das sieht ja hure geil aus. Ja, also die ein bisschen auf Batman stehen, ganz eine gute Sache. Hier haben wir es für PS3-Code. Wieso für PS3? Schnell nur einen kleinen Einschub. Hier gibt es dann auch noch Arkham Origins Blackgate, das Game für die Vita. Vielleicht kann man dort irgendetwas kombinieren, PS3, PS4, Vita. Ich habe es kurz anprobiert, das Vita-Game, und es scheint nicht so der Hammer zu sein. Aber ich muss dem noch ein bisschen Zeit geben. So, dann haben wir ganz hinten verpackt wieder mal ein Artbook. Das ist ja mittlerweile eigentlich wirklich fast Standard bei diesen Collector's Editions. Ein paar Worte, ein paar Skizzen, ein paar Designüberlegungen, aber eigentlich wollte ich selber gar nicht zu fest spoilern hier bei mir. Jetzt weiss ich nicht, ob man etwas gesehen hat. Ja, also nichts Spektakuläres, aber auch schön gemacht natürlich. Und dann hier. Oh, hure geil! Eine kleine Warnung, dass man das nicht so auftun, bevor man die Story gespielt hat. Das heisst, das bleibt verschlossen. Weil ich will mir hier wirklich nicht irgendetwas verspoilern. Also jetzt ziehen wir mal das dicke Ding raus. So. Ja, also. Innen drin ist die Verpackung leider nicht so hochwertig. Da habe ich schon besseres Zeug gesehen. Aber solange das es den Zweck erfüllt, passt das schon. Also, geil, ganz geil. Schmissen wir das schnell auf den Boden. Zieht nicht das rein. So, dann mal schnell oben ein bisschen anschauen. Ihr seht natürlich den Batman, der den Joker hat. Der Standard-Joker mit den grünen Haaren und dem violetten Jäckchen in dem Sinn. Hinten Gürtelschnalle, auch noch sehr easy gemacht. Ja, schön detailliert, hat ein gutes Gewicht. Ist auch noch cool gemacht hier mit dem Mäuerchen. Es sieht fast so aus, als würde sie nicht mehr auf einem Dach stehen haben. Und er hat ihn dort so über Abhang drüber. Das ist etwa so, wie ich mir das vorstelle. Also schön gemacht. Die englische Version hat irgendwie nur den Joker bekommen, so im Studio mit ein LEDs und allem zusammen. Das ist sicher auch noch stylisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das besser. Und jetzt noch einen kleinen Bonus, würde ich sagen, weil ich ja die Games Vorgänger erwähnt habe, noch schnell Collector's Edition Inhalt von dort. Das ist der Batarang von Arkham Asylum, genau. Ist so ein bisschen zerkratzt, ich weiß nicht, ob man es sieht.
hat mich fast ein bisschen aufgeregt und das soll symbolisieren, dass er schon gebraucht wurde, aber ich wollte doch nicht etwas, was schon gebraucht wurde. Ja, hat mich recht kacke gedünkt, muss ehrlich sein. Und dann hier kommt die Collector's Edition von Arkham City. Ihr seht auch wieder eine Batman-Figur, habe das Ganze noch eingepackt gelassen. Eher schlicht, wirklich eher schlicht, so grau-schwarz, macht kleine dumme Frieden. Aber immerhin schon die Figur. Und von dem her ist eigentlich die Entwicklung hier extrem gut jetzt zur dritten Figur von dieser Collector's Edition. Und noch ein bisschen nebenbei, lang geht es nicht mehr das Video, keine Sorgen, ist hier Injustice, Gods Among Us, das ist ja das Prügelspiel und dort war auch eine Batman-Figur drin, die hier so ein bisschen die Wonder Woman, wenn ich mich nicht täusche, aufhat. Hier, nein, das spiegelt es fest. Da sieht man eigentlich ein bisschen vielleicht schon. Ja. Also, was soll das Ganze? Nur schnell als Vergleich auch ein bisschen, wie sich Collector's Editions jetzt über die Zeit eben schon auch ein bisschen gemacht haben. Weil ich meine, was mit so einem bekloppten Boomerang eigentlich gestartet hat, sieht jetzt wirklich schnittig aus. Wieder etwas, das im Regal kann verstauben kann, aber der Batman hat mich eben schon immer sehr cool gedacht. Darum werde ich das mit Stolz ins Regal stellen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Game selber kann ich noch nicht viel dazu sagen. Vielleicht kommt das Video, aber auch nicht. Macht's gut, ciao zusammen.